Hey liebe Leute, Mr. J. Mike und herzlich willkommen auf unserem in Anführungs- und Schlusszeichen neuen Kanal. Wie ihr bemerkt habt, ist das Kanaldesign bei uns geändert worden, ob es jetzt positiv ist oder negativ. Wir müssen uns noch daran gewöhnen. Was wir sicher gesehen haben, es ist ein bisschen unübersichtlicher, aber vielleicht ist es auch liegt es daran, dass man sich wirklich daran muss gewöhnen. Wir haben ein bisschen Zeit investiert, ein bisschen alles sortiert und das neue Highlight eigentlich am neuen Kanaldesign, meiner Meinung nach, ist, dass man für Nicht-Abonnenten, die einen nicht abonniert haben, eigentlich ein Intro-Video machen kann, damit sie schauen können, was eigentlich auf dem Kanal läuft. Und man hat auch die Möglichkeit, natürlich ein Video zu machen für die abonniert haben. Ich muss nachher noch schauen, ob beides geht oder ob man sich entscheiden für die Nicht-Abonnenten oder für die Abonnenten. Wenn das der Fall wäre, tendieren wir eher, dass wir ein Intro-Video machen für die Nicht-Abonnenten, weil ihr wisst ja eigentlich all schon, was wir da auf unserem Kanal machen. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn neue würden dazukommen und wirklich schnell in einer Minute sehen, was wir eigentlich auf dem Kanal bieten. Ja, auch da schnell eine offene Frage. Was haltet ihr eigentlich vom neuen Kanaldesign? Übersichtlicher, nicht übersichtlicher? Zum Beispiel Designfreiheit. Hat man da mehr, hat man weniger? Was findet ihr schade? Was findet ihr gut? Nehmt uns wirklich saumässig unter. Schreibt es dort mal in die Kommentare rein. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, ist bei uns ein bisschen Pusten ausgegangen. Wir haben wirklich in den letzten 3 Wochen recht wenig aufgeladen. Es sind, wenn es mich nicht täuscht, 3 Videos. Nach unserem Ermessen wirklich viel zu wenig. Das Problem ist, der Rufus und ich sind immer noch saumässig beschäftigt mit Arbeiten, mit dem Studium. Und das drückt halt wirklich auf die Zeit und auch ein bisschen auf die Müdigkeit. Wir zocken, also ich zocke jetzt zum Beispiel fast nicht mehr. Vielleicht, wenn es geht, 1 Stunde in der Woche, wirklich wenig für das. Der Rufus ist eigentlich als im Road to Commander im COD4 dran und das braucht natürlich auch Zeit, bis man da wirklich jede Folge aufgenommen hat. Wir hoffen, dass Anfang April sich alles ein bisschen leitet, dass wir wirklich mehr Zeit haben. Wir gehen dann auch wieder 1 Woche ins Wallis auf eine Schale und der USB-Internetstick kommt natürlich wieder mit, dass wir auch dort online zocken können. Und dort versprechen wir euch, dort kommt sicher auch wieder jeden Tag ein Video, dass wir da wieder unseren Plan aufgreifen können und wieder ein bisschen Rhythmus kommen für den April und nachher natürlich für das restliche Jahr. Ja, apropos gute, schlechte Nachrichten. Wir haben eine saumässig gute Nachricht bekommen und zwar am Freitag hat uns RPM Network angefragt, ob wir Partner möchten werden. Für uns natürlich ein riesen Highlight, eine riesen Vorfreude. Das ist so ein bisschen fast eine Belohnung für das, was wir eigentlich ein Jahr lang gemacht haben. Wir haben natürlich den Vertrag durchgelesen. 1, 2 mal, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Weil er ist auf Englisch und auch bei den deutschen Verträgen muss man vielleicht 1, 2 Mal durchlesen. Dann ist es halt im Englischen besser, wenn man es noch ein bisschen mehr macht. Und wir haben es natürlich unterschrieben, weil was wir eigentlich wollen von der Partnerschaft ist nicht das Geld, weil, sind wir ehrlich, in der Schweiz reich werden mit einem YouTube-Kanal ist gleich, sage ich mal, 1% Chance, dass das überhaupt geht. In Amerika ist es natürlich wieder eine andere Story, wenn man Face Clan, White Boy 70 Street anschaut. Das ist natürlich ein anderes Kaliber, es sind andere Welten. Was wir eigentlich wollen von der Partnerschaft sind natürlich all die Futures, die uns gesperrt bleiben in der Schweiz. Das wären Thumbnails, nachher hat man noch so eine Art Kalender, wo man wirklich als Video aufladen kann. Und YouTube sagen, wenn wir es eigentlich veröffentlichen wollen, das heisst, wenn man zum Beispiel 1 Woche in die Ferien geht, dann kann man wirklich schon den Plan machen, sagen, das Video laden wir dann auf, das dann. Und das ist eine riesig gute Sache, wenn man halt ein bisschen Stress hat. Kann man wirklich sagen, jetzt nehmen wir den Tag Zeit und machen die ganze Woche mal planen mit den Commentaries. Finde ich nicht schlecht. Was gibt es noch? Ja, man kann einigermaßen eigentlich Copyrighted Music brauchen, wo zur Verfügung gestellt wird. Sicher auch eine coole Sache, dass man dort ein bisschen weniger muss drauf schauen muss, dass man nicht da in den schwarzen Bereich hineintreten, was Copyrighted und Schutz anbelangt. Aber ja, was haltet ihr eigentlich davon, Partner zu werden? Das ist eigentlich meine Hauptfrage. Findet ihr es nötig, dass man, wenn man wachsen will, mit dem YouTube-Kanal Partner muss werden? Oder ist das einfach ein Zückerchen, das man haben kann? Und ja, schreibt es in die Kommentare, findet ihr es gut, dass wir zum Beispiel jetzt Partner werden oder sagen, nein, nicht schon wieder, die sind aufs Geld, die wollen Geld verdienen. Nimmt uns Wunder und ja, schreibt es wie gesagt in die Kommentare rein.
Ja, etwas wollte ich eigentlich noch loswerden, das stresst mich wirklich. Ich bin fast Wände raufgegangen, wie im Film Der Exorzist, und gekötzelt habe ich auch noch das grüne, schlabbrige Zeug, das sie da im Priester ins Gesicht hineinspeuzen, so ist mir wirklich gegangen. Als ich das Video gesehen habe von Chris von der Crown Crew über die neuen Tarnungen, dass man da noch muss zahlen, wenn man den Season Pass hat, ist ja recht und gut, wenn unten steht, ja, für alle Map-Packs und dies und jenes und blablabla. Also ich glaube eben, Activision verdient da genug Geld. Also ich glaube, die würden da genug Geld verdienen, wenn sie da einfach ihr Game würden verkaufen und wenn sie es mal würden anständig machen und vielleicht, wie gesagt, eine Beta-Version würden rausgeben oder halt dedizierte Server. Das hast du, Chris, ja genügend gesagt. Sind wir alle deiner Meinung, denke ich mal. Also der Rufus und ich sicher mal. Schaut so, ja, der Link ist in der Beschreibung. Ja, noch schnell eine kurze Info zu den Control Freaks. Und zwar wissen wir, der Chris von der Crown Crew hat sie erhalten. Bitte schön, ich hoffe, du hast natürlich Spass. Von meinem Sondi 1996 haben wir noch kein Feedback eigentlich zurückbekommen, ob er sie jetzt bekommen hat. Wären wir froh, wenn du uns schnell schreibst, wenn du das hörst, dass wir wissen, dass du sie bekommen hast. Und vom Luca Jojo Mirimoto haben wir noch nicht mal die Adresse bekommen. Und auch dort haben wir ihm geschrieben gehabt, und zwar haben wir ihm eigentlich fast schon ein Ultimatum gestellt. Wenn er sie bis am 1. April nicht durchgibt, die Adresse, dann wir sie halt weiter verlosen. Weil wir wollen das Zeug eigentlich auch loswerden, darum gibt es vielleicht irgendwann mal wieder ein Gewinnspiel. Es gibt sicher etwas, wenn wir dann vielleicht die 200 Abonnentengrenze sprengen, wird es sicher auch wieder etwas Kleines geben, also bereithalten, wenn die 200 Abonnenten erreicht sind. Doch habe ich noch eine kleine Info. Ich habe mir 2 neue Games besorgt. Das eine ist das neue Sniper Ghost Warrior 2. Habe ich schon durchgezockt, ist wirklich nicht schlecht. Finde ich meiner Meinung nach besser als das 1. Wirklich cool. Und natürlich der Klassiker God of War, das neue. Das ist auch der absolute Burner. Und jetzt ist mir da gerade so ein hoher Viech in die Haare geflogen. Mein Gott, wenn ich das hasse. Jetzt haben wir es da ins Zigarettenpäckchen reingedruckt, ins Leere. Jetzt kommst du nicht mehr raus, du hure dreckiges Viech da. Ja, also, kommen wir zurück zu God of War. Wirklich saumässig cool, habe jetzt, sag ich mal, die erste Etappe durchgespielt. Kann ich euch nur empfehlen. Sniper Ghost Warrior ist halt, sag ich mal, ich habe es, glaube ich, in 5 Stunden durchgespielt. Also wieder ein bisschen kurz. Was aber recht bekannt ist beim Sniper Ghost Warrior. Den Multiplayer-Modus konnte ich noch nicht anschauen, ist halt früher gekommen, als eigentlich der Release draussen war. Darum denke ich mal, sind die Server noch nicht aufgeschaltet gewesen. Aber ja, wir haben da ein paar wirklich Games, wo wir uns am Überlegen sind, ob wir vielleicht etwas Neues anfangen im Multiplayer-Modus. Aber da werden wir noch sicher ein bisschen genauer besprechen, der Rufus und ich. Und wenn ihr mal einen Wunsch hättet, wo ihr wirklich in ein Game wollt, reinschauen, dann schreibt es auch da in die Kommentare, machen wir gerne. Wir sind auch gerne bereit, wirklich Feedbacks zu machen über Games, wenn ihr eigentlich nicht sicher sind, soll ich das Game kaufen, soll ich es nicht, vielleicht haben wir es ja. Und dann schauen wir doch rein, machen vielleicht ein kurzes Gameplay und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen, ob das Game wirklich gut ist oder nicht. Ich behalte mich kurz, noch schnell zum Hintergrundvideo. Da spielt der Rufus mit der Cheatcom und dem Lasermarkierer, und zwar mit den Perks Geist, Plünderer, Zähigkeit, Gewandtheit und der Abschussserie Orbitalsatellit, Loadster, Vital-Einheit und eine schöne Semtex-Granate. Somit tue ich mich eigentlich verabschieden, wünsche euch einen guten Start in die Woche, hoffe es ist ein bisschen schönes Wetter und ein bisschen wärmer. Und ja, man hört sich. Schönen zusammen, Peace und out.